En Klaus weer krijgt op zijn reis. En ik weet niet wer den dag gepredigt heeft. Ik weet eind van Gottesdienst, wie we daarheen ervoer, we stonden daar en ik bescheid me diesen Klaus en wie erst das Menschen. En fang einfach gut ist. Was tust du hier? Das haben wir allein hier und was willst du? Und so staat einfach mal uitvinden wer das Klaus will. En zu der Zeit wusste ich nicht, dass unser Weg sich noch treffen würde irgendwann. Und ich bin sehr dankbar für Klaus sein Leben, wo er und seine ganze Familie Gott dienen, wo sie wirklich diesen Dienst mit Liebe dienen, mit ganzem Herzen. Und ich konnte es immer weiter sein, wo Gott seine Not und wo Klaus und seine Familie sich wirklich ganz anheben für das. So, ich bin sehr dankbar für dein Leben. Und das ist ein Verrecht, die ich hier nochmal feststellen kann, dass ich die Olchane. Ja, wir beten für Klaus. Dankeschön für Klaus sein Leben. Dankeschön, dass du Klaus bei Bolivien gebracht hast. Ich danke dir, dass er und seine Familie auch das Weile hat, die dein. Und wir sehen auch am Tag, dass er wird, für was er sich reich gemacht hat, dass wir auch unsere Worte aufhaben, um das abnehmen, was du für uns hast von dort. Ich frage dich, dass du durch Klaus, du unser Leben von dort reden wirst, dass denn seine wird wirklich ankommen worden, wo die ankommen soll von dort, dass du wirklich mit am sein wirst, für diese Botschaft wiederzubringen und auch mit uns, um diese Botschaft zu uns Wort nehmen, so du das haben willst. Amen. Danke, Algrin. Jetzt soll ich schon mit dir Tipp schaffen. Ich rede diese Welt mit einem Mann und wir vertellen uns über die Nummer von seinen Jahren. 50 Jahre. Und der sagt, er wünscht sich, dort wird in der Bibel das 50. Jahr in der Zeit von Mose, wo dort meint, dort wird er sein Leben kommen. Weißt du, wo das 50. Jahr alles passiert? Ihr wollt das. Jeder Sklave wird frei. Jeder einer kriegt das Lohn von seinen Verforders alles zurückgegeben, ohne zu betalen. Alle, wenn sich verschuldet haben, den ihr Konto, den ihre Schuld auf der Bank wird alle ausgelöscht. Dem Tag stand bei allem null. Keiner schuld keinem nicht mehr. Das wird der Tag, das Jahr von Freiheit, von Versöhnung. Passt ziemlich gut für dort, wo wir von dort morgens die Parche in Hierenwellen. Letzte wird hier wie von Versöhnung, weil ich richtig behüllt habe. Wenn es wieder wird mit, der verletzte wird ja. Und von dort werden wir mal ein Bett dich Bira kommen. Versöhnung gibt man verschiedenste Partien, wo sich wer verletzt hat oder irgendwo. Von da geht es um Versöhnung und ans Beine mit uns selbst. Ja, wir streiten uns mal mit unseren Schwestern, mit der Älteren, mit dem Nuba. Da hat sich versöhnt. Aber vorhin fehlt dort auch an uns selbst. Wir haben einen Text lesen aus Römer 7, 18 bis 19. Römer 7, 18, 19. Wils et wollt, dort an mir, dort es an mein Fleisch wohnt nicht gödet. Denn wellen gödete den habet, aber et bringt dort nicht vor dich. Dort gödet, dort et dönen mocht, dort nicht. Dort Böse, aber dort et nicht dönen mocht, dort. Ich habe ein bisschen Fäule, dort was Stress ist. Und dem Paulus selbst, Benne, nu jagt er sich nicht mit Petrus. Nu ist dort Trich und am Beinen. Einer brellt Lüder aus der andere. Jeder will dem anderen Doel schreien. Plus, ein Wort ist hier wichtig. Er sagt, es wollt dort an mir,
Und dann lesen wir vorhin einfach wieder. Aber wenn wir Apostel, was er dort nu sagt, willst wenn wir den Kartensatz dort nu nicht beachten, dann leben wir eine Hall an uns Beine. Dann geht ein schreitlicher Trich jeder Tag aus dem Götter Christ. Hier sagt er, willst du wollt dort an mich, dort es an mein Fleisch. Mich in mein Fleisch. Hast du das selber? Ein Mensch nicht. Fleisch ist dort, wo wir Gott verloren haben. Dort Gottlose, dort Rebellische. Heute sagt dort Gott sei Dank ziemlich klar. Heute sagt nicht, an mir wohnt nicht Gott. Heute sagt, an mein Fleisch wohnt nicht Gott. Wenn du das, was du einmal gelesen hast und sagst, naja, hey, das mir Leute, an mir wohnt nicht Gott. Jetzt ist das ganz schlecht. Und gleich mich nicht dafür. Ich sieht doll über mich selbst. Ich schäme mich über mich selbst. Abgepasst. Paulus sagt, an mein Fleisch wohnt nicht Gott. Wenn wir dort nicht beachten, dann leben wir in einen Trich, ja in uns selbst. Und wie Leute sogar die Bibel haft so gesagt. Haft sie nicht. Jesus sagt in Markus, natürlich seht ihr dort nicht in Markus, aber dort steht in Markus 3, 24, 25. Wenn ein Rich sich mit sich selbst aneinig wird, kann das nicht bestehen. Und wenn eine Hüsfamilie sich spült, kann so ein Hüs nicht bestehen. Jesus redet hier von Dorbane, aus Dorfversöhnung ist, aus Dorneinigkeit ist, oder aus mein Dach eben mit mir selbst jacht. Tja, Gott hat uns gemacht, nur sein Bild. Gott hat uns gemacht eine Einheit, eine gemachte Gemeinschaft mit ihm. Gott nahm ut Adam, Adam meint Mensch, ne? Nicht Mann. Gott nahm ut dem Mensch einen anderen Mensch rüt. Dat solle sich Gott sein, dat sich können Leute jenseits beweisen. Wie Menschen, morgen und früh, haben von dem Baum gegessen, von Weite, von Erkenntnis, von Gut und Schlecht, Gut und Böse. Und mit dort als jeder Sort von Einheit verbrochen. Der Mensch mit Adam, der soll sich einig sein, der geht jeder zu uns spazieren, der berät sich einmal, wo Adam dann ein Tier genannt hat. Dort brucht zwei. Der Mensch mit sich selbst, seine Früh, wie ut am selbst genommen. Der Mensch mit sich selbst fängt an, sich zu beschuldigen. Eva kommt ut am Rüt, der wenig besieht, dort wie sein Fleisch. Und er sagt, da ist Schuld. Da fängt der Trich in der Uneinigkeit an uns selbst an. Und wie an uns selbst kämpfen wir an uns selbst. Lesen wir nur, was erst dort jeden Teil von Einheit. Und hier sind so eine Wort aus Spülung, Uneinigkeit, sich fremd geworden sein, in Zwietracht oder Streit. Seitdem wir Menschen von dem mit Adam Töpf von diesem Baum gegessen haben, wie alle ein Adam, ein Mensch, wenn sich nicht mehr einig ist. Ich habe vielleicht so einen Gedanke. Wenn Sie ein bloßer Darm, hat das was dafür jeden. Mit wem redest du? Über wem redest du ab? Ha, ich kann nicht bloß keine Nummers behalten, das ist sehr schlecht mit mir. Ha, meine Freunde nicht wirklich. Und wer redest du über dich selbst? Wer denkst du über dich selbst? Das meiste reden wir eigentlich nicht mit dem Nuber, sondern mit uns selbst, ein Dachgeber. Als du läufst an der Wied, oder bist du dir selbst fucking doll? Willst du hier läufst, an mir wohnt nicht Gott. Paulus meint dort Fleisch, nicht die. Willst die Bibel sagt dort Fleisch, es getritt sich mit Christus. So, das Trich soll eigentlich nicht wiedergehen. Nicht, wenn du Jesus angenommen hast. Jesus kommt, um Versöhnung bringen. Versöhnung auch du mit dir selbst. Du mit deiner Früh. Du mit deinen Kindern.
In 1. Mose 1, 26 steht, und dann sagt Gott, weil wir Menschen machen, die so aus wie sind, in uns leugnen. Die Menschheit, wo du auch bist, wie Gott gemacht, die wie göttlich gemacht, die wie kreit so fein aus Gott selbst. Bloß darum, dort wir uns selbst nicht mehr gleichen. Wer von Ihnen schickt zumindest am Spiel in der Champion größer Smile, willst du so froh bist, die mal endlich weiter zu sein? Hey, da wie einer. Der mischte Tschötche, hey, jetzt soll so verschluppen, Mensch, ich mal die Augen waschen, meine Haarstunde, wer wollt wollen. Wie gleich ans Bild nicht, wenn wir abstunden. Das macht Schmacker sein, wir sind da über uns. Meine Haare sind so fertig, man soll mal waschen. Wir gleich uns nicht. Was ist passiert? Gott mag uns nur sein Bild. Wundervoll. Und wir sind dann zurück mit uns selbst. Darf das abhören? Psalm 139 sagt, willst du hast mir ganz und gar ein Mutterlieb geformt. Ich danke dir, dort ein wunderbar gemacht sie. Deine Worte sind wunderbar, dort wollt meine Säule, so ja gut. Wollt meine Säule dort? Deine Säule sind deine Gedanken, deine Gefühle, deine Welle. Wollte deine Gedanken, dass du gut gemacht bist? Oder sind die eigentlich einmal da? David sagt, meine Säule wollte so ja gut, du hast mich wunderbar gemacht. Meine Gestalt, die für die nicht verstocken. Warum habe ich so eine Nase? Wer in Wort sind meine Uhr so lang? Wort noch alles. Warum kann ich nicht so fein tschütchen? Warum habe ich so eine dicke Haar? Mir jankere Läufer blonde, warum habe ich schwarze? Noch irgendwas? Es hat Läufer bleiben Augen, so halt brüne. Was gefällt dir noch nicht? Wir gleichen uns Volken nicht. Der andere sieht viel Schmack aus. David sagt, deine Augen, die sagen mir, euer hat geboren wie, meine Dorg, die noch kommen sollen, wäre alle in dein Buch geschrieben. Euer die durch werden. Gott hat eben in dein Buch geschrieben. Im Himmel hat ein Buch für Abraham, für Peter, für Marieche, für Elsie, für Franz. Als wir viel besser sind, Gott schreibt ein ganz eine Buch, das dein Bild wäre. Hat er für dich geschrieben, über dein Leben. Gott hat, wie hier dort ist, feine Gedanken mit dir. Jörg? Was ist der Unterschied zwischen das Fleisch, was Paulus sagt, in meine Säule, in mein Körper? Ist das alles dasselbe? Wenn das dasselbe ist, dann wirst du wieder im Zurückleben. Dann gibt es dort keine Versöhnung. Weil den jest wel Gott gefallen, den Fleisch aber nicht. Bist du nur schlecht, bist du verdorben oder bist du gut? Ja, du hast Jesus angenommen und du hast immer noch so viel Armagliche damit edeliert an die. Bist du dort edelig oder bist du dort gut? Ist dort Fleisch oder bist du dort du? Wenn wir das mal ein bisschen in 9 schreiben, dann ist da eine Hoffnung, dass du die kannst mit dir selbst versöhnen. Dass du die mal Frieden schließen kannst an die Beine. Dass das euer Jen die selbst kann abhören. Das Fleisch ist das gottlose, angelebige, angehursame Trotzje, das sich immer jen Gott sein Wesen abstellt und rebelliert. Wenn wir richtig horchen oder hören, wir sollen nicht ans Fleisch am Arme und uns mit ans Fleisch versöhnen. Weil dort hieß sich dann so, hat sie eben so verreit, muss mir so annehmen. Hat gleich mir auch, hat sie ein verreiter Mensch. Hat vielleicht zwischendurch, das geht einfach bei mir so. Dort ist nicht gemeint. Dort Fleisch soll wir nicht am Arme. Mit dort versöhnen wir uns nicht. Jen dort hat Jesus zurückgeführt. Jen dien Fleisch, jen min, jen ans Fleisch, als Jesus am Kreuz jämmerlich gestorben. Dort wachriemen. Dort du von dort los bist. Bloß, deine Säule, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Welle, die wir so lange unter der Herrschaft von dort Fleisch, dort du von dort aus Gewohnheit nach vorken, so denkst, als wenn du noch am Fleisch bist. Und die Schrift sagt, du bist nicht mehr. Und willst du immer weiter fährtchen, dort wie doch noch irgendwo uns versündigt haben, dann kommen wir ganz leicht ab dem Glauben, und mir ist nicht gehört, hat sie verreit,
Ich gleich mir selbst nicht, ich so viel Helia sein. Nu is mir da wat uitgerutscht en de anderen zijn dat nog ingeworden. We verrijkt ik me verhullen heb. Ei, ik gleich mir selbst nicht. Dan zijn we da levend zelfs. En wem helpt het? De fing gleich tot bij ons durcheinander komt. Die Säule, die Charpa in dat Fleisch. Wenn wir dort klarstellen, mit dat Fleisch habe ich kein Frieden. Mit dat Fleisch haben wir nichts mehr Typ. Amen. Wir sind nie Menschen. Bloß wir haben noch Volken Gewahrheiten, wenn verreckt sind, weil wir so lange einen anderen Herrscher haben. Nämlich das Fleisch. Wer ist uns nie ein Herrscher? Der Heilige Geist. Da sagt uns fair, wer dort nu untersteht. Harch wir mal ab dem? Ich glaube, ja. Sie nun nicht so selbstkritisch, dass sie sagt, nee, mir kommt das meist niemals fair. Ich sie bloß so schlecht, so verreizt, so verdorben. Wenn ich mal ab dem Heiligen Geist harch, wollte nicht. So steht ich mir viele Jahre an. Bei mir der das nicht gehört. Ich glaube, so fleischlich. Wo ist bei mir was heiligt? Come on. Sieh mal, ihr steht mit dir. Der Heilige Geist, der gehört Arbeit an die. Der andere Worte dort an. Du vielleicht nicht. Warum nicht? Weil du so eine Einstellung bei Höhle hast, und mir ist nicht gehört. Und du bist je in die selbst. Du rächst die über die selbst ab. Nu, wo wir nie Menschen sind, macht unsere Säule, und wir haben die Säule ist eine wunderbar gute Sache. Verstehst du wie? In Psalmen bete David und andere Volken. Hey, meine Säule wird besser ruhig. Du wirst Gott noch danken. Gott ist gut. Heu hat die deine Sünde verzeiht. Heu hat die deine Krankheit geholt. Sieh mal möglich. Steh ab. Wenn wir anfangen, so unsere Säule mitzumachen, dann sage ich, du wirst von dort mehr dem Geist gehorchen aus dem Fleisch. Hörst du dort, meine Säule? Red mal so mit dir. Der prophetische Wort meint, dem anderen mitmachen. Mag dem dort an die Beine auch mal mit. Sag von dort, meine Säule, wo wir mal nur dem Geist wandeln. Und wenn das dann einmal nicht gekommen ist, verdamm dich nicht verzelst. Blieb schaff dich. Jesus lebt an dir. Der Heilige Geist, der trägt die Arbeit mit die Hand. Und eigentlich sagt es in 1. Thessalonicher 5,23, wer diese Heiligung, das ans Utriemen, alle schlechte Utriemen, und da gehört es wer das eigentlich tät. Wir haben da auch eine Verantwortung. Aber wisst ihr, wem es abgerufen das eigentlich ist? Wir haben vorhin so verstanden, na, ihr Rat hat Jesus mir, und Beta war, macht ich mir nicht bei mir, macht ich mir selbst. Wer mal horchen? 1. Thessalonicher 5,23. Verzählt mir das nicht ab, was da alles einmal richtig steht, dort steht. Hier steht, mocht Gott selbst, der Friedensgott, jün derch en derch helien, en jünen Geist, en Säul, en Charpa, unbeschädigt en rein bewahren, wat ans Herr Jesus Christus war da kämmt. Amen. So, Gott ist da, wenn die Hauptverantwortung hat, dass das mit deiner Heilung vorabkommt. Gut? Und du bist nicht mehr Fleisch. Das ist Getriebsicht. Du hast bloß noch Gewahrheiten, wird noch so dünne auswahlen, wie ein Fleisch noch immer dein Herr ist. Es nicht mehr. Gott wird dein Geist, das verstehst du wie gut. Gott wird deine Säule heilen. Deine Säule. Nicht das Fleisch, aber dort, wer du bist. Dein Mensch, dort wird die von allen anderen Menschen auf der Welt unterscheidet. Und Gott wird den Charpa heilen. Ans Charpa, der hat so gefördert, der hat genug Schlup haben, dann essen gut. Gott interessiert dort den Charpa zu heilen. Nicht bloß dort Krankheiten zu tun. Dort du nicht all mit, bliebe mal beschäftigt, sagst, hey, ich kann nicht mehr schaftig gehen, ich will noch bloß, ich läuft mit mir jetzt Bild ein. Hallo? Gott will den Charpa heilen. Das meint, du warst mit 80 besser gehen als mit 20. Jesus will den Charpa heilen. Das soll mit dir besser werden. Nehmen Sie nicht an, mit mir wird jetzt alles ein. Ich läuft nicht mehr. Nee.
Sind wir nicht einverstanden mit. In Matthäus 22, 39, Jesus sagt, in der tweede Gebot ist mit dit gelijk. Du sollst dienen Nuber, Jerut so gut sein als die selbst. Na? Bist du gut? Ich muss bekennen, mir fällt das manchmal nicht leicht, je nachdem, wo ich an meine Kinder verhöhle. Ich habe so gute Kinder, mir fällt es manchmal nicht leicht, mich zu beherrschen und mal irgendwo mit Ohr zu sein. Und dann denke ich manchmal, wenn ich dann allein sehe, habe ich eine dunkle Wald rütteluten, irgendwo gesagt, alle sind eingefroren. Dann denke ich, ja, man, nu hat wieder alle Atmosphäre 2 gemacht, nu sehe ich, hier, was dann passiert? Hij slaagt daar, hij tama, dan deed wij even mijn Säule, schmied die Däumerblatt, dann redet mir über mich selbst ab, hat sich was gebetet, ich mal noch nicht. Und dann denke ich, warum kann ich eigentlich manchmal meine Kinder nicht wirklich gut sein? Dann höre ich eine Stimme von einer weisen Frau, die sagt, du gleichst dich selbst nicht. Dann deed dat ook mit der anderen nicht. Du bist ja auf vielen Stellen, steht du selbst nicht gut, du gleichst nicht, wo du so bist und so und so. Du oorst dir über dich selbst, dein Ohr kommt ewig nicht die Nuber. Oh, hat Jesus auch gesagt. Sie, die Nuber, kreit so gut aus dir selbst. Na, wenn du die Nuber, die früh, die Kinder, die Nuber, eine Church, nicht wirklich gleichst, dann fehlt Tüß zu schaffen. Nicht beim Nuber. Wie würde es sein, wenn du mal bet positiver über deine Säule, über deinen Körper, über wo du utlässt, haben wirst? Wie würde es sein, wenn du bet positiver morgens am Spiel schickst? Wie würde es sein, wenn du dem bet schafft ja vollst, wenn du manch Menschen kämpfst und nicht so ansicher so, wir sollen denn mir alle an und so ängstlichen, solche Geschmack ut. Ich habe mir Sandalen angetrocknet und mir seht wer, das passt nicht töp. Weißt du was, als ich Klaus, ich gehe hier in Sandalen. Schön würde besser ihr Luther haben, es mir dünnt. Wenn die das nicht passt, trägt die das schön an. Das ist schön, ihr sind in Sandalen gehen. Verstehst? Halt gleich dort. Wo fängt dort an, wer sie und wer du bist? Wie zwar nicht bloß einmal Haarchen voll, ich glaube, den gefällt du Hose, ich will auch so. Jana, der sieht irgendwo von schön, ich wollte bloß einmal schön. Hallo, wer bist du dann eigentlich? Schau mal, hier wäre meiner Faschi vor. So ein Fan, ich gleich feste Ete. Aber sonst interessiert mir das nicht. Scheint dort schon eine gute Haft. Aber was nicht mitkommen, wer wird heute Becher lesen? Das interessiert die nicht. Aber mir ja. So, wer sieht dann wie alt und wer bist du? Irgendwo ist doch an die besonders. Gott hat die so gemacht. Was sollten wir immer verkrüpen und mich schämen, dass ich in Sandalen gehe und hier ein Becher lese? Willst die meisten von Ihnen das nicht tun? Nehmt mir mal selbst an, so ist es eigentlich und du die, so ist es du bist. Nicht das Fleisch, aber so ist es du bist. Dein Ort, dein Charakter. Du redest nicht hier, du brauchst für andere nicht viel reden. Du verteilst dir hier, dann hakt die nicht einmal betung, dass du weil du viel geredet hast. Soll gut geredet worden, nicht? Aber hey, du bist ein Steller, was immer du bist du okay mit dir? Es fehlt mehr so zu sagen, es ist Jana, es ist Jana. Das bringt so viel Trübel an uns. Wollt ihr das? Von dort soll ein Jubiläumstag sein. Das meint, alle Knechts kommen von dort in Freiheit. Und wir reden nu von den Knechts da binnen. Vielleicht ist die Säule ein Knecht, der wird einmal ausgebrellt von die selbst, der wird einmal beschämt, der ist niemals Geld genug, der wird einmal kritisiert. Dann lud mal diese Säule von dort los. Sag mal, du bist nu frei, du darfst nu einfach du selbst sein. Das Schlechte ist alle am Kreuz begruft, aber sie nu mal du selbst. Der Säule wird erstmal so ja nischerig sein und wird ängstlich so. Wollt wer echt dann sie? Was nu hartet einmal ab irgendwem? Wer sie echt eigentlich? Nicht das sind ja Erdli, aber wer bist du? Wo mal mehr der Mensch, wer du bist, und nichts ist der andere Glaube, du sein sollst.
En 3 Johannes 2, zijn scheunet woord, het zegt, mijn lieve vriend, ik bid daarom, dat het die aan alles mocht goed kunnen, en du moest gezond zijn, zoals dat die innerlich gut geht. Eine andere Übersetzung sagt, das ist die Säule gut geht. Johannes sagt, hey, ich sehe die mit gut kunnen. So ist es die Bernstedt hat, die Leben gut jetzt soll es die Charpa, die Finanzen, die Familie, die Ehe, alle wen soll es die gut kunnen. So ist es die Berne gut jetzt. Mal eine Frage. Jettet die Berne gut? Bist du vorken an terug met jezelf? Hoeveel bejammerst je zelfs? Hoeveel kritisierst du die selbst? Vandaag is de dag wo du den schnarcht, wat vielleicht wie die Säule, oder den Charper, wat nu, und ja, diese Herrschaft von, du bist nicht gut genug, du musst mehr Schwinder, Schmacker. Lass dem vandaag mal an Freiheiten. Find mal uit, wie Gott die gemacht hat, wie wunderbar du bist an seine Augen. Du bist gekracht, die selbst zu kommen, nach Hause zu kommen bei dir. Nicht einmal bei der Nummers zu sein, was du alle redet, ich meine nu, nicht das Haus, sondern andere Menschen, was du alle vertalen für meine haben. Komm mal nach Hause. Versäuen die mit dir selbst. Lass die anfangen an die Selbstbahnen schein zu gehen. Da jetzt sind. Und mir wird auch bloß viel schlecht. Das ist vorbei. Am Tritt ist das Fleisch angenagelt. Amen. En uit den Graf kommt, wer redt mit die Typ? Jesus. Verstehe je? Das hilft eigentlich nicht dem Klaus ohne Adam, ohne das Fleisch, oder dem Klaus ohne Jesus. Verstehe je, was ich meine? Oder du bist ein Adam, da wenn Gott dem Regie gedreht hat, oder du bist ein Christus, wenn mit Gott versöhnt ist. Nicht von beid bloß durch eine Mäd, sonst hilft das nicht. Okay? Dort meint, wenn das Fleisch, das von Adam kommt, am Tritt angenagelt ist, wer oder wird es nicht getroffen? Jesus. Timses am Anfang mit Adam, mit die Gemeinschaft haben. Jesus ist nicht reingekommen und sei, die lat nicht schmack von dort. Das hat es nicht fein gesagt. Du wirst zu lüd. Jesus redet überhaupt nicht so. Aber warum da wie noch? Von dort bist du eingeladen, bitte einzubringen. Sei mir selbst, so Gott mir gemacht und gewollt hat, dort redet er. Ich sie gut genug. Ich hier ab, je mir selbst für euch zu sein. Versöhnung auf alle 3 Levels, das wir jetzt lesen. Jest, Säul und Charpa. Von wo du kommst, ist nicht mehr von Adam oder von den Hus von den Älteren. Von wo du kommst, ist auch nicht mehr deine Vergangenheit, wo du die letzten 10, 50, 100 Jahre gelebt hast. Du bist nicht mehr deine Vergangenheit. Deine Abstammung, von wo du kommst, als niegeborener Mensch, ist Gott selbst. Die Schrift sagt, wir sind uit Gott geboren. Dort ist, wer wir sind. Gott ist Geest, oder Gott ist Geest, und ein Geest bringt, wenn der schwanger ist, ein Geest zur Geburt. Nicht ein Feuer, nicht ein Fleisch. Gott ist Geest, und wir sind geboren uit ein Geest, und sind auch Geest. Ein Geest mit Arm. Und Gott lädt die an, jef mal den Geest, jetzt mir ist nicht, ne, der ist nicht physisch, aber jef mal den Geest nach der Umarmung. Sei, ich nehme die an, ich ziehe Geboren Gott. Mit mir Jesus alles perfekt. Mit mir Jesus alles herrlich. Weil ich ziehe Gott geboren, Gott ist herrlich. Versöhnung mit der Säule. Euer steht die Vorken ebenfalls. Schämst du die für die selbst und für andere? Versöhn die mit deinen Säulen. Jef mal deine Säulen noch am Umarmung. Dort kann man all selbst. Hast du mal selbst einen Abrazo jeft? Find mal uit wie das geht. Jeder hat 2 Hände, meist alle. Dat je mal selbst eine Umarmung geben. Speer mal, wie schön das ist, wenn du mal mit dir zufrieden bist. Jef deine Säulen Abrazo.
Nimm die selbst endlich an und komm an die Berne zurück. Wo mal der beste Freund von den Berne steht leben? Wo den einer Freund? Wir würden es nie sagen, aber wie spät, Volken sperrt sich dort am Alltag so, dass wir sind, ab so viele Städte unzufrieden mit uns, dort da ist ein Feind an uns Berne. Und da sind wir selbst. Wir sind mit so viel nicht zufrieden. Leih mal alle Waffen, alle Scheutigs, alle Maß hast, wenn du immer die selbst gepukst hast, leih dir mal alle uit heim. Und die Charpa. Lehnst du den Charpa und wo du uitlaatst, lehnst du dort immer auf, verachtst du dich selbst, sitzt du dich selbst immer aus wenig an, für manche andere Menschen. Gib mal den Charpa eine Umarmung, den ihr sagt, das kostet du nicht, wo immer. Sieh die mal selbst gut und sag, hey, das Charpa, der ist nur Gott seine Wache gemacht. Der ist gut. Meine Augen, meine Ohren, meine Nase, meine Feut, kort oder lang. Ne? Einer, der ist 2,10 Meter, der wird alle wie ein jene der. Der andere, der passt 2 Mal durch, den sieht man nicht, denkt, der kommt ein Kind nennen. Nenn die mal so an, dass du bist. Gott sagt, der hat dir ein Buch geschrieben. Hast du Fehler oder wenig vor, das ist abgeschrieben. Gott ist mit dir okay, Jörg. Sieh mal den Charpa und sei mal gödet über den Charpa. Sieh mal den Immunsystem. Weißt du, was das ist? Dort sind die Wachtaschen, Beine werden abpassen, wenn Viren, Bakterien kommen, dort die Fuß alle dort machen. Sieh mal den Immunsystem. Wenn du dich krank wirst, weißt du, was mit was das zu tun hat? Du warst da Beine immer jen die selbst. In dein Immunsystem stemmt man dort immer rein und fängt jen den einen Charpa zu kämpfen. Dein Immunsystem, der wird jen die einen Organen, macht er langsam alle zwei. Warum? Du das vom Buwe auch. Du äußerst die immer so über die selbst, du kritisierst die immer selbst. Und der Charpa sagt, ah, so der dort hier. Dann mag ich mit. Dann ab einmal kämpft der Charpa jen sich selbst. Das nennt man Autoimmunerkrankung. Hugashoka, Diabetes Typ 1. Was ist dort? Der Charpa hat sich übereingestimmt, er ist einig geworden mit der Säule, gleich mir nicht. Und dann mag jede einzelne Zelle tö. Und dann bleibt der Sacker alle am blöd. Und dann geht die ganz dieselig. Was ist die Lösung? Gott, ich danke dir, dass du mir wunderbar gemacht hast. Ich nehme mich so an, das sagt sie. Ich vergebe mir sogar auch meine Fehler und meine Schwachheiten. Dann geht dort vielleicht noch eine Zeit, dann wird der Charpa an, hey, der Buwe statt der ist sich selbst gut. Kann ich abhören, mich selbst attackieren? Es ist gut. Es wird ein, Strich ist ein. Und dann kann dort weiter besser werden. Ich sage nicht das Wort, aber da ist eine Ursache, warum der Charpa so reagiert, weil es an der Säule steht. Und wenn du ganz anmutig wirst, von dort mit dir selbst, Gott hat ein Wort in Jesaja 40 1, der sagt, treust mein falsch. Treust doi einmal, sagt Gott. Wie denkt ihr dann kurz an der anderen? Aber von dort nehmen wir das Wort für dich. Gott sagt, treust mal dem du bist, über dem du immer geschlemmt hast, mit dem du niemals zufrieden bist. In Jesaja 51, 3 heute, der Herr wird Zion trösten. Er wird all ihre durchgebrochene Städte in 3 Staben trösten. Er wird die Wildnis zu ein guten Eden machen. Und dort 3 Land aus dem Herrn sein Gorden machen. Friede und Schöngunnen worden dort zu finden sein. Und Leute durch Danken und Preisen. Das ist ein Bild, dort aus einer Wüste, aus einer Wildnis, so lässt das vorkommen an uns Beinen, wenn dort schräg ist. Einer in sich selbst. Und Gott sagt, ich will die trösten. Dort die Wildnis, die Wüste, dort 3 ammerliche, nicht geläufte in die Beine, dort war dann schöner Gott geworden. Da wurden Leute gesungen, die wurden möglich worden. Sich versöhnen, wird dort praktisch im Alltag, im Alltag. Zuerst, mit wir zustimmen, dass wie wir dabei aus Adam Gott verloren haben.
Von dort kommt der Trouble. Wir müssen zustimmen, dass unsere Herkunft kommt von Adam. In Adam, als er Gott verleut, war einer mit Fehler und mit Schwachheiten. Vorhin urteilt mir über mich selbst, weil das sind Fehler soll doch nicht passieren. In einer Weise früher in meinem Haus sage ich dann, wir sind alle voll Fehler. No, aber wir sind ja nur nie Menschen, nur soll das nicht mehr passieren. Wieso erst das war da? Ja, wir haben eine Vergangenheit. Das ist nicht unsere Wirklichkeit nur, aber wir haben eine Geschichte, wo unsere Säule unter der Herrschaft von das Fleisch wie. Und wir können, was immer war da passieren, dort wir mal einen Fehler auch nicht begonnen. Sei wir dann Sünder? Nee. Wir haben unsere Säule, uns Körper hat bloß auf eine Öle weich reagiert. Stimmt hö, dort deine Eltern, deine Familie, die wir mit Fehler und Schwachheiten. Stimmt hö, dort deine Früh und deine Kinder, die sind mit Fehler und Schwachheiten. Ich glaube immer, das soll nicht sein. Und das macht recht. Wie müssen okay sein damit, dass kein Mensch ist ohne Fehler. Bitte Jesus. Nicht, dass wir sagen, na ja, wir sind alle mit Fehler, dann lautet sie wieder. Nee, aber von da kommen wir. Und wir haben auch Bietertjes von dort irgendwo drauf wir in uns Beine. Der Heilige ist halb dort alle Rüt zu bringen. Aber das geht nicht an einem Tag. Das ist ein Prozess für Jahre, für das Leben. Das immer war da, was ihr Rüt kommt. Wir haben eine Geschichte, du bist irgendwo von dort gekommen. Und Gott hält dich, Bietertjes für Bietertjes, dort Rüt zu holen. Aber wenn wir sagen, ich sehe nie ein Mensch, vor ich mit alles, ja, du hast Gewohnheiten, da will der Heilige Geist noch heilen. Stimmt hör dort, sogar du selbst mit Fehler und Schwachheiten bist. Du bist ein neuer Mensch, und doch hat deine Säule abstehende Angst, und doch tätere deine Hände zwischen dich, oder was du da, passiert zwischen dich. Du bist nicht ohne Fehler. Das macht wir einmal Tisch tun. Aber das ist, wo unsere Geschichte herkommt. Die Lebensgeschichte. Stimmt hö, Gott hat die einzigartig gemacht. Seht ihr, wer lässt es du? Wer dein Kreuz ist du? Wer folgt es du? Das wollten wir nicht mal. Wir haben noch nicht viel von unseren Feuer verteilt. Oder? Was folgt Kreuz nu? Was folgt, wenn du abstehst und dahin gehst, in Terroré? Was denkst du? Wir können uns ein kleines Bett. Das meiste von deinem Leben passiert alles da drinnen. Stimmt hö, dass Gott mit die Emma gute Gedanken hat. Stimmt hö, dass Gott für die Hoffnung in Zukunft hat. Versöhn die von dort mit den, wo du utlässt, mit den Körper. Versöhn die damit, dass du fehlerhaft bist. Versöhn die damit, wo die Leben, was von dort gewesen ist. Versöhn die damit, dass du läufst besser gleich als Fisch. Oder was immer. Du bist nicht aus deinem Nuber, nicht mal aus deiner Früh oder aus deinem Mond. Du bist kreid du. Vergib dich selbst. Für viele Menschen ist das schwerste Port. Irgendwem verzeihen, das will. Aber sich selbst seine Fehler und Schuld vergeben, besonders die Fehler und die Schwachheiten, dort ist euch. Was ist dann los? Vergib dich selbst, dass du Gott verloren hast. Dass du dich ständig mit anderen verletzt hast. Dass du dich selbst kritisiert und verdammt hast. Dass du versucht hast, aus einer Kraft keine Fehler zu machen. Nicht, weil die Müll machen. Was immer passiert ist, du kannst andere vergeben. Was du immer selbst dir tun hast, durch das Blut von Jesus, kann dir vergeben werden. Wo immer du gefangen wirst, oder gefangen bist, du kannst von dort in Freiheit kommen. Römer 15 sagt, nehmt jünd untereinander so ab, als Christus jünd Gott zu ihren abgenommen hat. Wow, das ist eine schöne Welt für dich. Schaut an, wie Jesus die angenommen hat, der dort selbst mit dir selbst. Sieh mal mit dir gut. Mag die Müll. Mag dir nicht weh. Versöhnung fehlt aber auch, ich will Karten mit anderes sagen,
fehlt aber auch mit en ans Land. Schaut mal, wir haben eine neue Regierung gekriegt. Wenn wir nu ziemlich unzufrieden sind, und einmal was ich darüber rede, dort ist Spülung. Dort bringt Uneinigkeit in ein Land. Dort mag nicht bloß an die Beine, sondern im ganzen Land Uneinigkeit. Dort trennt. Dann kämpft eine geistliche Welt, dort falsch gegen sich selbst. Und Jesus sagt, wenn ein Haus gegen sich selbst kämpft, dort wird nicht bestehen, dort hat nicht Erfolg. Und da ist auch nicht bloß diese Gruppe, diese Church, da sind die Churches in Bolivien, auf der ganzen Welt. Solange als du da bist über deine Geschwister, kämpfst du gegen dich selbst. Wir sind alle Typ und Charpa. Von dort ist es Zeit, das löst zu lassen. Es sei Leute Wort, alle Brüder, Schwestern, und diese andere Churches verzeihen, als wieder zurückführen gegen meinen einen Charpa. Wie alle Typ sind Christus in Charpa. Wenn wir uns nicht Lieder kennen, dann ist zurück am einen Charpa. Dann gewinnt China. Dann verlieren wir alle. Du hast eine Vergangenheit. Das Fleisch ist getrizigt. Du bist nie geboren. Und trotzdem sind dort Abstedes Schwachheiten, sind dort Fehler. Was mit sind Töne? Ich habe mal so einen Spruch oder so einen Satz gehört, der sagt, Gott, gib mir Gelutenheit, Dinge Hand zu nehmen, wenn ich nicht ändern kann. Hey, wer deine Eltern wäre, wen wo du nu hier bist und nicht in deine Kolonie oder was immer, wer deine Geschichte ist, wer du in deine Familie wirst, meistens das erste Kind lebt ganz anders als das dritte, vierte, fünfte. So dass du kriegst der erste Jung oder die erste Jahr wirst, kostet du nichts mehr. Gott, gib mir Gelutenheit, Dinge unternehmen, wenn ich nicht ändern kann. Das ist dort passiert. Zweitens, Gott, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, wenn ich ändern kann. Zum Beispiel, nicht mehr als in einer Feind sein. Von dort mit sich selbst Versöhnung ausüben. Und Gott gibt mir Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wo kann ich nicht ändern? Da soll ich loslassen. Da soll ich mal Ruhe kriegen. Wo kann ich was ändern? Mit der Kraft vom Heiligen Geist, mit Jesus an mir binnen, dort gehe ich mutig an. Und ich brauche Weisheit. Wenn ich versuche, dort zu kämpfen, wo ich nicht ändern kann, dann kriege ich, was keiner gewinnen. Verstehst du wie? Vorken sei wir da über unsere Geschichte, über irgendwas, was lang drin ist. Und solange wir uns da nicht mit uns selbst, mit unserer Geschichte versöhnen, hittet sich niemals ab in keiner gewinnt. Bloß du gehst immer mehr an die Säule, an den Charpa zu Grund. Was kann ich nicht ändern, Gott? Das lud ich von dort Tag. Was kann ich ändern, Gott? Gib mir Mut, das mit deiner Hilfe zu verändern. Und bitte lud mir sagen, wo kann ich nicht und wo darf ich was? Habe ich in den Evangelien mal gelesen, dass Jesus mal einzuüben anmutig wie. Von dort wird er in ein großes Krankenhaus, da lachen hunderte Menschen. Ich habe das einem geholt. Hey, jetzt ihn schlechter Jesus. Hey. Mensch, bloß ein Lummer jetzt Rahmen, der hat nicht mehr verstanden, dass der Messias sie, dem hat das nicht deutlich gemacht. Einmal sind die hin, dass Jesus zu oben sagt, nee, von dort, das will nicht. Bloß 5.000 so gemacht, nicht 500.000, das will, das kann ich all besser. Jesus will mit sich selbst niemals unzufrieden. Klaro, heu wie immer in der tiefste Liebesverbindung mit seinem Vater. Und dann wie einem sind machen oder 5.000 Fördere, immer kriegt dort Recht. Und wir sind eingeladen, mit dem Jesus in uns Beine anfangen, zufrieden durch den Tag und durch das Leben zu gehen. Wir wollen von dort Abendmahl feiern. Und wir wollen ein bisschen unterstützen. Das ist fein. Wir haben von dort 2 Dächer. Als jeder kriegt da und jeder da in die Hand stellen, folgt ihr da ganz frei. Aber einfach dort, wie die Zeit geht, nutzen. Dort, wie
Schwinder Ola ans Bröten, ans Wien ha. Lasst es mal wieder zu fein. Vielleicht weil wir uns, war da ein kleiner Gruppe, sagte, 5 Menschen oder 2, 3 pro Lied, eine kleine Gruppe sagte, der Leiter von einer kleinen Gruppe, die ein bisschen Mädchen, wo vielleicht Hilfe fehlt, und einfach aus kleiner Gruppe das Abendmahl nehmen und sagen, Jesus, danke schön, dass du mich mit dem Vater versöhnt hast. Und Jesus, danke schön, dass du die Ehrlichkeit scheinst, dass ich an mich bin, von dort auch mal zurückkomme. Der ganze Abgerechtsein, der ganze Stress an mich bin, wenn ich einmal was habe, wo die Gedanken mich alle beschämen und klagen, dort lade ich von dort beim Trittstag und komme mit die Typ aus dem Grab raus, als ein anderer Mensch. Ja, dort wie meine Geschichte, aber dort lade ich von dort am Grab. Dort nehme ich nicht mehr an mein von dort und an mein Maren. Wir sind alle eingeladen, nu zu kommen, in Gemeinschaft zu haben mit Jesus Christus. Und an der kleinen Gruppe, wo ihr Abendmahl habt,